Guten Abend, liebes Publikum, und herzlich willkommen zum heutigen Jungfrau-Zeitung Panorama aus dem sonnigen Thun. Diese Beiträge haben wir heute für euch. Wie immer am ersten Montag vom Oktober hat auch dieses Jahr wieder der Grindelwald-Merit stattgefunden. Die Familie Zieset und Concept Willer AG mit ihrem spannenden Wohnprojekt auf dem Arek Campingplatz. Die G-Stars fassen ihre Kleider und absolvieren ihre Shooting in Dübendorf. Was heute so schnell passiert ist, haben wir hier in Kurzzusammenfassung. Jugendliche bei Auseinandersetzung schwer verletzt. Am Dienstagabend ist es bei kleinen Schanze in Bern zur Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen. Ein Jugendlicher ist dabei schwer verletzt worden. 4 Personen konnten angehalten werden. Zur Klärung des Ereignisses werden Zeugen gesucht. Ostermundigen. Die Gemeinde rechnet hier im 2023 mit einem Defizit. Der Gemeinderat von Ostermundigen erwartet hier im 2023 rote Zahlen. Das Budget weist einen Aufwandüberschuss von 2,4 Millionen Franken aus, wie die Gemeinde mitteilt. Gletscherinitiative. Es gibt keine Volksabstimmung. Aufgrund einer Gesetzesänderung zum Netto-Null-Ziel, die Initiantinnen und Initianten hinter der Gletscherinitiative ziehen das Volksbegehren zurück. Stattdessen wollen sie im indirekten Gegenvorschlag zu einer Mehrheit verhelfen, wie sie am Mittwoch in Bern bekannt gegeben haben. Wie an jedem ersten Montag im Oktober werden die Strassen von Grindelwald mit Marktständen und tausenden Besucherinnen und Besuchern überströmt. Das haben wir uns nicht entgehen. Wir wissen nicht genau, wann der Merit das erste Mal stattgefunden hat. Was wir wissen, ist, dass er an verschiedenen Orten stattgefunden hat. Also angeblich ganz früher mal ist er in dieser Region beim Bahnhof, Richtung Spielstadt, hat er stattgefunden. Dann hat er da unten auf dem Bergplatz stattgefunden. Und irgendwann dann hier in der Dorfstrasse. Aber es scheint seit mindestens 70 Jahren gäbe es ihn. Aber eben, leider Gottes gibt es wenig bis keine Aufzeichnungen. Ja, da hat es aus allen Bereichen hat's da Gäste. Also sehr viele, die mit dem Zug reinkommen. Sei es von Interlaken oder viele asiatische Touristen, die noch hier sind. Also, aus allen Schichten. Jung und alt. Ich glaube, die Idee war einfach, dass der Merit hat ja immer am ersten Montag nach dem ersten Wochenende im Oktober stattgefunden. Das wäre eigentlich die Regel. Und das ist, so viel wir auch wissen, halt die Zeit gewesen, wo die Bauern von den Alpen sind im Tal waren wieder, wo man wieder Zeit hatte, für sich zu treffen. Und vor allem, wo man hat Produkte einkauft, die man sonst in den Läden hier nicht so hatte. Ich nehme an, das ist, haben sie sich eingedeckt mit Werkzeugen und mit so Sachen. Nehme ich an. Das ist jetzt einfach nur eine Vermutung. Die Familie Zieset vom Familiencampingplatz Arek realisiert im Moment eine Ferienwohnungsresidenz in Zusammenarbeit mit der Concept Willer AG. Wir haben die Sache genauer unter die Lupe genommen. Es ist ja so, dass wir hier auf dem Campingplatz 180 Betten vermieten, in Cabins, in Bungalow, in Mobile Homes und Schlafhütten. Das ist eine sehr grosse Nachfrage. Wir haben sehr viele Pärchen oder Familien, die hier campen, die nachher die Grosseltern mitnehmen wollen. Und eigentlich hätten wir das ein bisschen abdecken, dass wir etwas Hochwertiges einem Gast anbieten können. Wir haben eigentlich die Idee gehabt, dass wir bewirtschaftete Ferienwohnungen anbieten wollen. So ein bisschen Synergie mit dem Campingplatz zusammen. Wir haben hier allerdings die Bewilligung leider nicht bekommen, weil die räumliche Distanz zu gross war. Da haben wir überlegt, was wollen wir jetzt machen, in welche Richtung wollen wir gehen. Da hat es geheißen, ja, das ganze Projekt muss mehr Hotelcharakter haben. Da haben wir uns entschieden, gut, dann machen wir halt ein bisschen Zimmer, machen einen Frühstücksraum. Haben aber noch gleich gemerkt, das Projekt ist zu teuer, dass es sich nachher refinanziert. Und dann haben wir gesagt, back to the roots, wir machen Wohnungen. Das war der Standort der neuen apostolischen Kirche. Und die haben sich hier aufgeteilt, nach Meiringen und nach Interlaken. Und da konnte ich die Liegenschaft kaufen. Dann habe ich entschieden, wir machen ein Loft da drin. Da hat es so Berichte gegeben in der Zeitung. Aber der Markt in Brienz ist doch eher schwierig für Mieter zu finden. Es war auch energetisch ein recht schwieriger Bau, die Kirche. Und effektiv haben wir uns entschieden, dass wir mehr Wohnraum schaffen wollen und dass wir Brienz beleben wollen.
Mir hat das Vertrauen gegeben, dass der Pedro Wieler selber das Haus baut, zum Vermieten. Da hat er natürlich eine Erfahrung gesammelt, die für mich schon sehr wichtig war, weil ich eigentlich ein ähnliches Projekt umsetzen wollte. Und die Vertrauensbasis war sehr wichtig. Und ich muss auch sagen, dass die ganze Bauführung ist sehr speditiv gegangen und das ganze Takten von diesen verschiedenen Arbeitseinsätzen war von mir aus gesehen phänomenal. Wir haben am 15. August 2021 abbrechen mit den Bagger. Am 15. November haben wir das Dach draufgegeben auf diesem Haus. Es hat nie drin geregnet. Aber an diesem Abend hat es dort geregnet, tatsächlich. Es ist aber auch so, dass man den Einzugstermin, der 22. Juli, kommuniziert. Und in der Tat, dieses Jahr am 23. Juli waren die ersten Mieter da. Die Skisaison wird traditionsgemäß in Sölden gestartet und unsere Skihelden haben bereits in Dübendorf ihre Kleider fassen und haben schon ihre ersten Shootings absolviert. Jetzt weiss man, es sind noch 2,5 Wochen bis Sölden. Ich freue mich riesig, eben, wie gesagt, dass es gleich wieder um etwas geht. Also ein bisschen Standortbestimmung, natürlich mit dem neuen Material, wird sehr, sehr spannend. Und darum ja, ist auch gut, dass es gleich losgeht. Soweit sehr gut. Sölden ist immer ein bisschen früh für mich, oder das ist ein bisschen früh im Oktober. Aber nein, ich bin sehr zufrieden, wie alles ist. Ich bin motiviert, es macht Spass. Eigentlich schnell fahren, wie immer. Vom ersten bis zum letzten Rennen, das habe ich eigentlich im Plan. Ist eine neue Chance. Ich glaube auch eine neue Chance für den Ski-Alpinsport. Leute zu erreichen, gerade mit Zermatt natürlich. Das ist in der ganzen Welt. Matterhorn natürlich, ist überall irgendwo ein Thema. Aber es wird natürlich schwierig. Und da muss man glaube auch kein Prophet sein und irgendetwas, dass das ein schwieriges Rennen wird sein. Auch bei schönem Wetter, das wird intensiv. Ich kann jedem mal empfehlen, auf 4000 Meter hoch eine halbe Stunde zu joggen und einmal auf 1000 Meter zu joggen. Also das ist schon ein bisschen strenger dort oben. Und durch das wird das auf jeden Fall streng. Ja, es sind sicher gewisse Fragezeichen, die rum sind, weil eben die Strecke eigentlich noch nie wirklich getestet worden ist. Man weiß nicht, wie es von der Energie ist. Man ist doch auf 4000 Meter fast. Und ja, jeder, der schon auf dieser Höhe war, weiss, dass nur schon die Stege auflaufen 2-3 Mal strenger ist als vielleicht daheim im Haus, wo man wohnt. Und von dem her wird es auch für uns sehr, sehr anspruchsvoll. Das war das heutige Jungfrau-Zeitung Panorama. Mehr Einzelheiten zu den Beiträgen findet ihr unter www.jungfrauzeitung.ch. Jetzt machen wir noch den Abschluss mit dem Wetter und in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Rest der Woche. Ade miteinander. Das Wetter wird euch präsentiert von Jungfrau-Zeitung. Das ist Ihr Jungfrau-Zeitungswetter für den Kanton Bern. Schön, Sie wieder zu sehen. Ja, heute haben wir einen richtig goldigen Herbsttag geniessen. Zu verdanken haben wir das dem aktuellen Hochtimeo. Das verlagert sich zwar nach Osteuropa. Der Donnerstagmorgen startet nach rascher Auflösung von Nebelfeldern mit viel Sonnenschein und lediglich ein paar Wolkenfelder. In Biel starten wir mit 10 Grad, in Frutigen mit 8 Grad in den Donnerstag. Vormittag. Der Nachmittag der geht dann sonnig weiter und mit einem schwachen Wind aus westlichen bis südlichen Richtungen zeigt das Quecksilber um die 20 Grad an. Richtung Oberland bilden sich harmlose Quellwolken und 0 Grad Grenze liegt bei 3700 Metern. Begleitet werden sie auf den Bergen am Nachmittag von einem mäßigen Südwestwind. Ja, der letzte Arbeitstag der Woche startet zuerst mit Hochnebelfeldern bis auf rund 1000 Metern. Dann endet die Arbeitswoche meist sonnig. Am Samstag gibt es kurz
Ein wechselhaftes Wetter mit ein paar Schauern. Danach geht es vom Sonntag bis am Dienstag, abgesehen von Nebel- oder Hochnebelfeldern und über den Bergen, ein paar Quellwolken mit recht viel Sonne und unverändert für die Jahreszeit sehr mild weiter. Ja, das war schon wieder für den Jungfrau-Zeitungswetter für den Kanton Bern. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und weiterhin eine wunderbare Herbstzeit. Ade miteinander.